Dein Opa, 1892 geboren, musste 1914 in den Krieg gegen Frankreich ziehen. In den Vogesen wurde er schwer verwundet. Frankreich war damals in Deutschland der Erbfeind. Aufgrund seiner Kriegserfahrung war er zeitlebens Pazifist. Dein Vater ist als Kind in Nazi-Deutschland zur Schule gegangen. Seine Lehre in der Volksschule typisierten Deutschlands Gegner folgendermaßen: Die Franzosen sind Erbfeinde und schmutzig, die Engländer Whiskysäufer und die Slawen wie Polen und Russen Untermenschen. Jüdische Mitschüler wurden von den Lehrern als Judenlümmel bezeichnet und waren plötzlich verschwunden. Heute wissen wir, wo sie hingekommen sind. Nach dem Krieg war Deutschland unter den Völkern geächtet. Erst durch den Zusammenschluss Europas hat Deutschland wieder Freunde in der Welt gefunden. Das ist so wichtig. Also wir haben einen Opa, der und dann haben wir ein Lied gemacht, das haben wir natürlich mit Orchester aufgenommen. Ich möchte das Lied trotzdem jetzt als Einstieg singen. Normal mache ich wenig politische Sachen und mein Thema ist der Mensch. Und der Mensch muss sich geliebt fühlen und respektiert werden. Und das ist der Grund, warum in Ostdeutschland so viele Leute die AfD wählen, weil sie sich ungeliebt fühlen. Also ein Teil. Und da müssen wir auch was machen, dass die Leute einfach nicht das Gefühl haben, dass sie abgehängt werden und nicht geliebt werden. Weil so werden die nämlich anfällig für diese radikalen Parteien. Anderes Thema, ich fange jetzt schnell an mit meinem Europalied. Man kann sich kaum noch vorstellen, wie es früher alles so war, weil wir Gott sei Dank schon lang keinen Krieg mehr haben. Das ist allgemein bekannt und der Grund liegt auf der Hand, weil die anderen Länder unsere Freunde sind. Wenn wir an Frankreich denken, denken wir oft an Paris, an die Liebe, an das Essen, nicht den Feind. An den Fußball, die Musik, die Kultur, die fasziniert, an das Schöne, was uns alles so vereint. Ja, Europa, das ist schon ein kleines Paradies und so ein Frieden wie hier, das gab's noch nie. Ja, Europa, das ist schon ein kleines Paradies und das so bleibt, das liegt ein bisschen an dir. Wenn man ein bisschen überlegt, und das ist noch nicht lang her, haben sie an jeder Grenze immer kontrolliert. Ständig war Stau, du, das weiß ich noch genau, und das Wechsel von einem Geld war kompliziert. Jetzt darf jeder wohnen, wo es ihm heute am besten gefällt, drum gibt's Pizza-Gyros fast an jedem Eck. Und in einem Pflegeheim waren die Alten ganz allein, ohne EU waren vielleicht ganz viele Pfleger weg. Ja, Europa, das ist schon ein kleines Paradies, so lang Frieden wie hier, das gab's noch nie. Ja, Europa, das ist schon ein kleines Paradies und das so bleibt, das liegt ein bisschen an dir. Was die in Brüssel alles entscheiden und was die alles so sagen, das kann man manchmal echt nur schwer verstehen. Da kann man streiten, diskutieren, manchmal langt's da ans Herz, solange wir Frieden haben, das ist doch alles okay. Und die im Rechts vom rechten Rand, die denken Grenzen um jedes Land, das ist die Lösung, wir sind besser als der Rest. Kriegen von Menschen, die den Frieden und auch unsere Freiheit lieben, keine Stimme und das auch nicht aus Protest. Ja, Europa, das ist schon ein kleines Paradies, so lang Frieden wie hier, das gab's noch nie. Ja, Europa, das ist schon ein kleines Paradies und das so bleibt, das liegt ein bisschen an